Guten Abend am Null. Haut wollte man eins mit einer umweltfreundlicher Fortbewegungsmaschine beschäftigen, der ihren Ursprung bis auf den Anfang vom 19. Jahrhundert zurückgeht. Am Jahr 1817 wurde gewisse Karl von Dreis eng Echtkeier eng Maschine vorgestellt, die später nur ihm sollte benannt gehen. Draisine. Das war eng Art Laufmaschine, ob zwei Räder, die sich sehr zum Urvelo entwickelt hat. Zanter hier sind gut 200 Jahre vergangen und aus dem Urvelo als Haut ein Apparat entstanden, die für allem durch Klimaproblematik eine regelrechte Renaissance erlebt hat. Seit ein paar Jahren ist auch den E-Bike umgemacht, ein Velo mit Elektromotor, der noch männersportliche Mitbürger eine flotte Tour erlaubt, durch die Landschaft zu jabeln. Eine Reportage von Marc Thomas. Ein regelrechter Velosboom hat sich matzen an der Corona-Heichzeit entwickelt. Noch nie goufen also kurzer Zeit so viel Veloer verkauft, wobei für allem die Biken wie warmbredischer gefrot waren an Sinn. An dat an dem muss, dass es Zante hier für verschiedene Modelle lang Wartezeit gibt, aber bei verschiedenen Marken Produktion monatelang hannen drun hebt. Sogar bei Ersatzstecker gibt doch jeno Modell länger Lieferfrist. Wie gesagt, das ist das Resultat von einem Velosboom zu Lützeburg, auch damit verbunden, dass der Staat dem Käfer in dem greift, an einen Teil vom Kaufpreis beisteuert. Und so rollen Zante gut 2 Jahre viel mehr Veloen durch das Land, wie das nach 400 Pandemie der Fall war. Dass das für allem ein geselligen Autosfuhrer gegen den Strich geht, ist auch eine Tatsache. An das manche Sache Sicherheit für Velosfuhrer nach muss realisiert gehen, steht auch außer Zweifel. Auf viele Plätze an Ortschaften durch das Land ist den Cyklist gezwungen, auf die Straße auszuweichen, weil an der ganzen Gegend kein Velospiste existiert. An dieser prekären Situation geht es für die Velosfuhrer immer mehr kritisch und gefährlich, weil die Straßen überfüllt und viele Automobilisten immer mehr nervös und teilweise aggressiv reagieren, was die Velosfuhrer auf der Straße gesehen. Tatsache ist, an den letzten 5 Jahren hat sich die Verkehrssituation zu Lützeburg dramatisch verändert, dramatisch verschlechtert. Stauen, Rotluten, unendlich Chantier, Kamion, Armaden von eidlen Bussen sind in alltäglichen, desolaten Szenarien. Gern erinnern sich viele Cyklisten an die Periode letztes Jahr, wie die Straßen, bedingt durch Corona, quasi eitel waren. Der schädliche CO2-Stand gefallen ist und Veloen von einer ehemaligen Bewegungsfreiheit konnten profitieren. Wir haben aber eine flotte Zeit gehabt, in der Corona-Zeit, wir können gemütlich zu fahren, ohne viel Trafik und eine flotte Erfahrung. Die Zeit ist rüber, das war so, die Zeit ist rüber. Die meisten Rennen, wir gehen von der Straße gedrängt. Von der Straße gedrängt. Der Velosfuhrer, den als regelrecht Feindbild von manchen genervten und gestressten Autosfuhrer angesiedelt. Ja, sie tut, und dann sie so einfach medisch auf Velospiste, was ja auch nicht immer einfach ist, für dort zu fahren. Und so ist es doch nicht verwunderlich, dass gerade die letzte Zeit bald keine Woche vergeht, ohne dass ein Velosführer angestoßen und blessiert wird. Etwas ist auch klar, trotz politischer Sondesreden und gut gemengten Initiativen waren aus Lützeburg alles wie kein Velosland im Vergleich zu Holland, den skandinavischen Ländern oder der Schweiz, für nur die zu nennen. Wedax wird ein Cyklist gestreift, wenn er nicht extrem rechts Bord fährt. Aber wen die Lützeburger Straße kennt, mit einer Unmasse von schlecht geflickten Plätzen, Löcher, Knuppen, die weiß, dass gerade Straßenbord die meist kaule, kräse Stängel, Löcher an Gullien auf den Velosführer lauern, an denen dann gezwungen ist, nur links auszuweichen, für nicht zu riskieren, sich zu verschlagen. Die haben noch mal 100 Meter zwischen Al-Gulli und wenn ich da richtig am Tritt ist, das geht nicht, weil alles geht in den Schlag. Und dafür muss ich einen Meter rüberfahren. Aber das sind ganz viele Leute, die das nicht verstehen und auch wahrscheinlich noch nie Velo gefahren sind. Sonst geben sie das verstehen, dass ich ein bisschen mehr rüber muss fahren. Und so ist das neue Straßenreglement, das besieht, dass ein Auto beim Überholen von einem Velo 1,5 Meter Aufstand muss halten, alles wie kein Schikane. Allerdings bestehen an diesem Zusammenhang Felten zwischen Theorie und Praxis. Dabei geht es Straßen, ob diese Velosführer, die von A auf B kommen, weil es hier keine Velospiste gibt, nicht kann trauen, es hilft dann ein suizidärer Gedanke.
Ein so ein typisch Beispiel als die gefährlich rennsteckte Mämer koppelisch wie Schëndels op Meersch, wo quasi allwoch krächt. Mir auch klein ländlich sekundär an Tertiärstraßen im Land, wo sich für ein paar Jahre nach Seelen ein Auto verloren, sind an der Zwischenzeit zu regelrechten Aufkürzungen als Schleichwehr verkommen. An do wo klar für ein Velospisten ein Verbotsschild für Auto und dem Cyklist Sicherheit solle garantieren, do rennen well viel wen einfach durch. Ein Beispiel in Film. Der Raspert tischt Eja Beggen, die von Hunderten an Hunderten Autos als Schleichweh vom Moes bis Oves missbraucht wird, gerade so wie einer klassische Velosphäre, die nicht durch Solidbarrieren oder Stehblick gesichert sind. Daneben sind manche Velospisten bei gutem Wetter mit Spaziergänger über Lauf, die keine Rücksicht an den Velosführer vernennen, wenn er will Land fahren. Es sind ganz viele Leute, die mengen Velospist wäre für alles gedurcht, aber andauernd aufbremsen, muss immens aufpassen. Und ja, wie gesagt, das ist nicht viel Platz für uns. Die Erfahrung ist, dass Leute links und rechts gehen und heinz du mit dem Hund, dann ein links, den anderen rechts. Das natürlich auch unter den Cyklisten schwer schofget als gewusst. Allerdings bestrofen die sich selber, sollte zwängt Summerstoß oder accidentisch Auto auf Velo kommen, weil kaum, also Fall bekannt, bei dem ein Autosfuhrer zu Schuld kommt. Schon Velo op da becht auch do hun Sach gemeint nichts vom Velo so verschiedene Autos vor okay Spaß an als sollte vor wirklich dumme sich tranchieren sind okay man schläft an net schlussen sind schon andere Wedern. Natürlich, wenn ich so weiterfährt, dann können die Jungen auch nicht mehr motiviert, für ein Velo zu fahren. Dass zu Lützeburg zwar an den letzten Jahren viele Velospisten investiert gouf, als richtig. Aber wie gesagt, ein durchgehend sichert Netz geht es nicht. Kommt dabei, dass Velospisten gesperrt sind, monatelang am schlechten Tempo drun gepiddelt wird, und das für allem Matzen an der guten Jahreszeit. Ein krasses Beispiel für so eine Fehlplanungssperrung als die Pastoralstrecke von Volz auf Berschnich. Ein paar Kilometer 100 Volz steht der Velosführer Bemol für diese Barriere, gesperrt von Wanseler und Schleif. Resultat: der Cyklist muss auf die Schmullandstraße ausweichen, wo eitel Bussen obernauf rennen, an der Velosführer forciert wird, extrem rechts zu manövrieren. Oder das Beispiel bei Kötscht, wo der vielbesungenen Eislecker Velosfee eng Ewigkeit gesperrt, das an den Cyklist op die gefährlich Hartstraße gedrängt wird. Zu Hesper dann gouf grad zu guter Jahreszeit diese Velospassage gesperrt, so dass den Cyklist muss iwwer die Hauptstraße zirkulieren bei Luten, die eng kleine Ewigkeit rot uweisen. So Beispieler vu verbarrikadierte Velospisten gëtt der Ucht das Land eng sillichem. A wie gelebt hat die ominös Ära wie d'Strossen mat kräsier Steng und sicher gemerk goufen, déi wir definitiv river, die leiit schief, wie eng Heldentat vun der Point Chaussee mat Steuersue finanziert, töcht Werken an welschend vier demonstriert. Kam ze gelewe me woer, do gouf lo op enger Streck vu 5-6 Kilometer eng bis dohiner Gutstroos regelrecht agepökelt. Weltechem Tonnen an Tonne vu Stenger Kräsi sind do op Stroos geheit, getippt gin, mam Resultat, dass ein geféierlich Pisen Sternen ass, wo d'Assurancen riskieren, Schüttelfrost ze kreen, weil Spatzsteng nëmme so Spritze van d'Auto an Eidelbussen sich kreizen. Des unverantwortliche Situation as ewer für allem fir Motorräder geféierlich an, fir d'Veloen eng regelrecht Zumudung eng Katastroph. Kënnt dabei, dass es do weiderbreet keng Velospist gëtt. Ob de Minister François Bauch iwwer diesen unverantwortlichen Unfug vu senger Verwaltung mat Steiersohn am Bilders, dat bleibt no Motto Affaire à suivre ze klären. Zu Lützeburg ginn Loien an Verkaufspreiser ëmmer méi zu engem echte Problem fir Normalbierger. Von Dach zu Dach ginn Preise antlucht. D'Offer an de Mond explodeieren. Ha stellt sich froh, ob des Preiser berachtcht sinn. De Pierre Walter an der Roy Hinchen sind es froh nogangen an no festgestellt, dass dem schottische Philosoph an Ökonom Adam Smith sein theologische Modell, der jo am 18. Jahrhundert Wirtschaftstheorie revolutioniert hat, haut noch immer freie Markt ugewandt gött.
Him war es Demos gelungen, ein Gleichgewicht am Bezug zu Offer an der Demande zu schaffen. Le Luxembourg déborde. La capitale luxembourgeoise et d'ailleurs aussi le tout pays devient de plus en plus attractif pour de nombreux spéculateurs immobiliers, proposant des loyers bien plus élevés. Les spéculateurs sont principalement des privés et des fonds spéculatifs. En période de défiance importante, l'action des spéculateurs a un effet cumulatif, déstabilisant et peut entraîner une vraie crise sur le marché immobilier. Depuis 20 ans, les gouvernements successifs au Luxembourg n'ont pas pris des mesures nécessaires pour limiter la hausse des prix de l'immobilier et des loyers. Seule une refonte en profondeur de notre politique de logement permettrait de stopper ces dérives. Face à ce constat, la situation du marché immobilier luxembourgeois a provoqué des manifestations. Les gens qui manifestent au Luxembourg en ont marre. L'une de leurs revendications est le gel des augmentations de loyers à la relocation, ciblage des aides fiscales aux seules habitations à caractère social et la construction de plus de logements neufs et abordables. Une batterie de mesures peuvent permettre de contenir efficacement les hausses de prix et de freiner la spéculation immobilière. Une action étatique qui ne suffit pas. Pour casser la spirale de la spéculation sur les loyers des baux commerciaux, le ministère des classes moyennes a récemment ficelé un avant-projet sur le bail commercial. Pour éviter les abus, le ministère a préféré créer, malheureusement pour les instruments de droit civil plutôt que de chercher à limiter le montant des loyers. Cette seule réforme ne suffira pas à résoudre la crise du marché spéculatif. Il faut avant tout réguler les prix et rendre l'immobilier abordable à l'achat comme à la location. La hausse des prix des loyers ne cesse de continuer ainsi que l'augmentation des prix de vente des habitants. Le problème du logement est dramatique. À l'heure actuelle, le poids de la spéculation par rapport au marché immobilier réel est trop élevé. Cela pose la question de la régulation du secteur immobilier pour réduire la spéculation à des proportions raisonnables. Concernant le bien-être général et le bien-vivre en société, l'être humain et en particulier l'État sont tenus pour responsables. Pourquoi l'État luxembourgeois ne répond-il pas aux vrais problèmes du marché immobilier? Dans le cas de la crise immobilière, les mesures à prendre devraient se situer au niveau d'une loi qui dit stop à la spéculation. Adam Smith et le marché libre. Le spéculateur et les formulations choc. Dans le but d'identifier les caractéristiques de la pensée du spéculateur, une brève explication est nécessaire. Pour stabiliser les prix, le philosophe écossais Adam Smith, fondateur de l'économie nationale classique, parle souvent de main invisible sur le marché libre. La main invisible est une métaphore de son œuvre « La prospérité des nations ». C'est ainsi que l'offre et la demande se régulent toutes seules, comme par une main invisible. En d'autres termes, par une promotion inconsciente et d'un observateur impartial du bien commun, cet ordre divin a été vu au XVIIIe siècle par Adam Smith comme une sorte de moteur du marché libre. La main invisible est l'idée de base de l'économie de marché libre dans laquelle les sujets économiques ont le plus de liberté possible. Les actions égoïstes des individus devraient automatiquement conduire à une amélioration du bien général de la communauté. Selon le principe d'Adam Smith, cela augmente le bien-être de l'économie. C'est sur ce terrain que le spéculateur apparaît et devient actif. Une explication s'impose. Le philosophe Adam Smith est connu avant tout comme le père des théories économiques libérales, mais il est aussi l'un des auteurs dont l'œuvre a été le plus déformée. Plusieurs mots-clés de cette théorie économique servent de véhicule aux spéculateurs les plus redoutables. Ces formulations sont devenues du prêt-à-penser. L'économiste Jean Delamotte parle du schéma simpliste. Les interprétations généralement associées à la métaphore censées symboliser tantôt le fonctionnement présumé harmonieux du marché, tantôt la convergence spontanée des intérêts privés, le plus souvent les deux à la fois, continuent ainsi à être régulièrement diffusés dans la presse économique, dans les manuels de l'enseignement secondaire ou universitaire, voire dans nombre de travaux académiques, sans même qu'on prenne la peine de renvoyer au texte original de l'auteur, comme s'il était désormais superflu de l'avoir lu.
En revenir aux écrits originaux, malgré la difficulté inhérente à leur interprétation, demeure alors la meilleure clé pour accéder à une pensée qui ne laisse pas réduire à des schémas simplistes. La main invisible est aujourd'hui au premier plan et devrait être critiquée sur la base du problème du logement au Luxembourg. La logique de l'offre de la demande ne conduit pas forcément aux meilleurs intérêts du grand public. Il est aussi faux de prétendre que si l'État intervenait par des mesures et des lois dans l'automatisation du marché, les individus ne feraient plus de profit. La main invisible n'agirait pas ou seulement conditionnellement. Le marché immobilier n'est pas équilibré comme souvent prétendu. Les intérêts financiers du spéculateur ne stabiliseraient pas la société. La réalité s'impose, il n'y a pas de main invisible. Le marché, c'est-à-dire l'offre et la demande, est d'après Smith totalement autorégulé par une main invisible. C'est avec cette métaphore que les sujets économiques se voient accorder une totale liberté d'action afin de satisfaire leurs propres besoins. Cela conduit inévitablement à l'injustice sociale, à l'exploitation d'autrui et à un darwinisme social sarcastique. Pourquoi l'État ne promulgue-t-il pas de loi qui restreignent une telle action spéculative? La solution est problématique. L'homme doit agir en conséquence. Le néolibéralisme est d'avis que les considérations éthiques ne devraient pas être prises en considération dans le système économique moderne. Le marché libre conduirait forcément à un résultat équitable. Une éthique économique serait donc inutile. En revanche, Smith insiste souvent sur le fait que l'homme doit vivre dans une société stable et bonne. Le bien-être de la société était très important pour lui. Avec lui, le marché et sa concurrence ne sont pas des fins en soi, mais des instruments d'une société viable. Adam Smith réclame liberté et justice. La société manquerait de ses fondements et sa vraie vie serait en danger si cette demande n'est pas acceptée, dit-il. La liberté et la justice sont des conditions préalables à la réalisation de l'objectif d'Adam Smith. L'exigence de justice est bien plus profonde. La philosophie morale et l'économie ont toujours été pensées ensemble chez Smith. Le philosophe écossais ne supporte pas un espace économique sans valeur. En revanche, la croyance que l'offre et la demande se régulent par eux-mêmes conduit à une impasse. Si juste que la main invisible semble intemporelle, elle vaut depuis le XVIIIe siècle comme introduction générale aux perspectives des spéculateurs, qui restent aujourd'hui malheureusement d'une actualité frappante. Dass immer méi Déieren a Pflanzen hire Lebensraum duch de Mënsch geholl kreen, an immer méi Arten aussterwen ass eng batter Realitéit. Dëfir sinn an eisen Industrienationioen ökologisch Inselen e wichteg Schutzgebiet fir Déieren a Pflanzen. Eisen Ökospezialist John Weber huet sech so Inselen, Bleichstreifen vun no ugekuckt. Am Summer, wenn de Munchmol lerncht eng Reif Helder, wie hai bei Simmer an der Gemeng habcht, so Streifen voller Blumen a Kreider. Et sinn Bleichstreifen, fuerwech a voller Liewen. An es ass oft monotonen Landschaften zu Lützeburg sinn so Bleichstreifen wie viel Déieren dorinnner besonnech d'Insekten wie Bommelen, Baien oder fir de Peiperlicken e gellecht Schlaraffeland. Hai fanne se nach Nektar, Pollen, Haihuse e Liewesraum. So vom Landwirtschaftsminister gefördert Bleichstreifen mat Pflanzen, die meestens aus der Landschaft schon verschwonnen sind wertvoll für die Natur und auch eine optische Bereicherung. Nicht nur zur Sommerzeit sind so Bleichstreifen an der Landschaft enorm wichtig. Ab Anfang August am Kermond gehen die Eichkulturen an Scheier geholt. Die Landschaft geht dann immer mehr eitel. An den Bleichstreifen bleibt noch viel Leben und das ist also für die Natur enorm wichtig. So Blei- oder Bruchstreifen bieten noch nach vielen Tieren einen Lebensraum an. Am Herbst bleibt ansonsten auf den meisten Plätzen zu Lützeburg eine eidle Landschaft übrig. Nu stell dich mal vor, da wird ein Haus oder ein Feldhang und der lebt seit Jahrhunderten an dieser Landschaft.
Stell dich mal vor, da wird so ein inheimisch Tier aus dieser Landschaft, die sich an den letzten Jahrzehnten immer mehr drastisch verändert hat, an dem Mislo an so enger properer Landschaft die nächste Zeit, und dat von August bis April überleben, wovon der zu fressen. Wo ist eng Wohnung? Wie packt als klein Tier ohne Gefahr zu gerade bis zum nächsten Busch oder Heck zu kommen? Der gesieht, das ist nicht so einfach, und so gesagt an der Zeit von der Vegetationsrau allzu deutlich, was die Ursache vom Verschwannen von Biodiversität aus unserer offener Landschaft zu Lützeburg ist. So Landschaften ohne oder wenig natürliche Strukturen ermöglichen auch wenig Leben. Eine Chance für Biodiversität an Natur ist, war wenigstens dann beim aufgeräumten Feld so ein Lebensraum wie hier bei Simmer bleibt. So Blei oder Brochen gehen immer mehr wichtig, weil wir an unserer offener Landschaft ein paar Tiere behalten. So Blei oder Brochen sind eine Hilfe für die Natur, die schnell und überall an der offener Landschaft am Rand von einem Feld möglich ist. Es ist auch eine Hilfe, die weist, dass es möglich ist, Landwirtschaft und Naturschutz mehr nutzubringen. Auch wenn in immer mehr so Bleistreifen Kaffhannen, gehen es der am Moment noch viel zu wenig. Die Regel ist leider an unseren Landschaften zu Lützeburg noch immer eine Nutzung bis und weh. Es soll durch ein bisschen Natur sich entwickeln, da kommen öffentliche Sportmaschinen. Es bleibt dafür zu hoffen, dass bis wann der nächste Sommer kommt, noch weiter viel so Blei oder Brotstreifen angelöscht gehen. No de färwesche Bleistreifen kommmer dann bei eise Spruchmates Lexrot. De Wee gewinnt och hauterem des an déi aner Spruchperel ze bidden huet. An der Zeit goufen Kanner op Villfasser gefertige, die net nëmme mam Musiker, mit zum Beispiel auch mam Gruppemann. Dat hat sei Sinn, weil do mat guten Kanner den neidische Respekt fir hun engem Pëtz, vun dem sie sollten ewäsch bleiwen. De Gruppemann vun Demos war ke Frechnacks aus enger Zeitung, och keen, dem mat engem Feiergrob der Röster gewéitscht huet. Wo d'Wut grob hier kënnt, dat ass schwéier herausfannen, over et fën de net a kenger Spruch heirondren. Grob schenkt ganz klar eises ze sinn, a mir hunn och eng Party ausdreck. Besonnech Verben, wo trafir kënnt, well Dir grobt ich dem Dir wat Glift will zoen. Di grobt engem eng, wat sech eng gelecht huet. Kropelen an zer gut schreiwen ass nun mal schwerle an. Wann Dir de neidigen Alter huet, da könnt Di de Beruf und de Grob henken. De Feier grob, fir an enger Glos ze stippeln, den huet en anderen Zweig wie Kreb a Krepercher und déi en Äppes ophängt. Mei, Dir versteht, dat mir dat Deitscht Haken op Keefall brauchen, och net beim Fëschen. Da geht also grob dick dør. Interessant ass hai och nach, dat eis Stammen déi häkelen net e Krebchen hüllen. Bei dem Deitschen häkeln hülle sie e Franzéschen Crochet. Da hun wir ein interessant Beispiel, wie typisch eises die Lützeburgische Spruchkreuzung Kasin. Soweit für Haut als Null-Emission, die da wie gewinnt auch am Internet an 0.lu könnt am Detail gucken. Merci für Ihren Interesse, bleibt gesund am Montag.